Abend, meine Damen und Herren. Sie sind wieder herzlich eingeladen, in den kommenden Stunden unser Gast am Bildschirm zu sein. Sicher wollen Sie gleich von mir wissen, was Sie sehen werden. Und bitte sehr, hier ein Überblick. Was wäre wohl angebrachter zu vorgerückter Stunde, liebe Zuschauer, als Erotisches zur Nacht? Ob Sie nun zu Hause bei einer Flasche Wein vor dem Bildschirm sitzen oder ob Sie einfach alle Tische und Stühle beiseite räumen und mitfeiern und mittanzen, alles ist möglich. Epa! Grüß Gott. Rotzo, Covid-19, die 7. Wir sind noch immer in der Quarantäne und sie lassen uns bald raus. Jo. Hoffentlich. Grüß Gott, wertes Publikum. Wir sind wieder Ihre Rotzpippen, Ihr einziger Informationskanal, der Ihnen sagt, wie Sie die Krise bewältigen. Und wie schon die letzten Male beginnen wir mit einer Fiebermessung. Ganz wichtig, um zu kontrollieren, dass da alle gesund sind. 36,3. Ich habe es euch gesagt. Ich bin schon knapp am Corona dran, muss ich sagen. 9. Was? Wie schaut es bei den anderen aus? Ich spüre es schon ein bisschen da. 36,7, du Arsch. 35,9. Bin ganz kalt heute. Also unverändert. Ich habe 36,7. Bin ich jetzt der heißeste oder nicht? Nein, Hotz ist der heißeste. Ausnahmsweise mal. Erstmalig. Bis jetzt war ich immer der kälteste meistens, oder? Wie viel hast du denn? 40 oder was? 36,9. Du meinst IQ. Du heiße Sau, du. So, das ist schon knapp an der Quarantänegrenze. Eigentlich darfst du jetzt daheim bleiben, ne? Ja. Bei Schlagzeugern ist es immer so, wenn das Fieber mal höher ist als der IQ. Dann wird es brenzlig, dann wird es sehr brenzlig. Aber er kommt nicht mehr bis 4. Was haben wir Neues? Was gibt es heute? Was haben wir? Ja, wir sehen, so wie alle anderen, glaube ich, auch dem fröhlichen Ende von Corona entgegen. Es war eine schöne Zeit, es hat Spaß gemacht, dieses Virus. Aber so langsam geht es, glaube ich, an jeden richtig am Arsch. Wir freuen uns schon auf Covid-21, nämlich nächstes Jahr aufs Revival. Ich kann nur warnen, Fortsetzungen sind meistens nicht so gut wie das Original. Aber schauen wir mal, vielleicht gibt es ja dann bald die Serie The Next Generation. Ansonsten, was ich erzählen kann, ich war erlaubterweise am Dienstag beim Wirten im Prater. Ja. Das schon. Und das war ziemlich überraschend, weil es war so wenig los. Dann wieder bei Havara war ich. Bei dem, wo du 2 Bier kaufst und 6 zahlst? Nein, wir haben mitzählt, glaube ich. Wir sind am Schluss auf Wein umgestiegen und dann war sowieso das Chaos perfekt. Also, okay. Das heißt, den Kellner zum Weinen gebracht? Ich habe noch vergessen zu sagen, uns fehlen noch die Fiebermesswerte von unserem Publikum. Ein paar haben wir schon, habe ich gesehen. Ja, 36,8. Feli ist knapp dran, dem Dieter das Fieber wegzugraben. Rostbip 36,4. Der Duke of Floridsdorf sagt 90 Grad am Zylinder. Ja. Respekt. 90 Grad ist ja eigentlich auch ein rechter Winkel. Ja. Ich habe auf meinem Fieber. Habe ich noch nie Fieber gemessen. Ich mache mit dem andere Sachen. Naja, einen Zylinder setzt man sich am Kopf. Na. Den nicht. Ich glaube, der Friedhof. Es war ja Matura, da haben sicher viele ausgerechnet das Volumen und so vomZylinder. Ich schätze mal. Aber von dem Schlagzeugerzylinder. Die wenigsten, oder? Weil es quasi schon alle so halb positiv waren. Also, ja. Das heißt, herzlichen Glückwunsch an alle neuen Matura-Jungs und Mädels. Die Tochter vom Feier, habe ich gehört, ist auch frisch maturiert. Glückwunsch zum Matura im Corona-Jahr. Ja, Sie haben uns alle puncto Bildungsniveau geschlagen. Ja, also das auf jeden Fall schon mal, ja. War nicht schwer, oder? War nicht schwer. Das haben schon mit Kindergartenabschluss eigentlich irgendwie geschafft. Ja. Viel wichtiger als die Matura ist aber natürlich, dass das Publikum mal wieder unser Rotzquiz besteht, was wir diese Woche natürlich auch wieder am Start haben. Den Link blenden wir euch natürlich ein in den Chat. Werden wir auch im Laufe des Abends weiterhin tun. Stört euch nicht.
so an und macht's das, dann kriegt's auch die Rotzmatura. Ja? Die ist viel, viel mehr wert, nämlich ein Sackel Luft aus dem Proberaum und unseren ewigen Respekt und Anerkennung. Bis zum nächsten Quiz. Muss aber auch sagen, dieses Quiz ist wirklich gespickt mit Fragen, wie sie nur Hardcore-Fans beantworten können. Ja. Sehr schwer, aber dieses Mal gibt es zu jeder Frage wirklich ein Auflösungsfoto oder ein Beweisfoto, die von den Schandtaten unseres Tuns zeugen. Ja, also wir reden da nicht nur deppert und erfinden irgendeinen Blödsinn, der nicht passiert ist. Es sind alles immer Fragen, die auf Tatsachen beruhen, mit Fotobeweis. Ja. Absolut. Genau, mit Fotobeweis. Quasi, dass die Rotshow die einzige Sendung ist, die Fake News frei und Bullshit frei ist. Jawohl. In ganz Welt. Absolut. Zumindest Fake News frei, ja. Beim Rest weiß ich noch nicht. Ja. Dann würde ich sagen, wir beginnen gleich mit unserer ersten Kategorie und das hat sich in den letzten Wochen eigentlich etabliert, dass wir unsere wunderbare Kategorie Wünsch dir was am Anfang machen und ich bitte jetzt mal die Regie um den Einspieler. Liebes Publikum, nein, heute, die Ingeborg Krumbiegel hat uns geschrieben, liebe Rotzpippen, ja, wollt ihr nicht einmal im Duelle antreten gegeneinander, in der Königsdisziplin oder eigentlich in der niedersten Form des Humors, nämlich der Witzeerzählung. Wir haben natürlich gesagt, super, machen wir gleich Quiz schon draus und beginnen mit Runde 1, würde ich sagen, oder? Also, worum geht's? Ich glaube, die Ingeborg beruft sich ja da auf die Witze, die wir schon mal hatten, wo ich meine flachsten Witze erzählen durfte. Und ich glaube, jetzt dürfen mal die anderen drei auch beweisen, wie geschissene Witze sie haben. Ja, aber ich habe vorgegriffen. Entschuldigung, Herr Showmaster, legen Sie los. Das Ziel ist ja quasi, deine Leistung noch zu unterbieten. Und gewonnen hat niemand, vor allem nicht unser Publikum. Also Kategorie Witze. Wir haben 5 Kategorien, also 4 Kategorien und eine Bonuskategorie vorbereitet. Die bekommt ihr gesagt. Ihr habt natürlich alle keine Witze vorbereitet. Und jeder muss einen Witz erzählen. Ich fange an, oder? Sollen wir andere anfangen? Okay, Kategorie 1. Ich hätte noch eine Frage. Wie läuft das mit dem Punktesystem? Gibt es eins? Machen wir so, wer lacht über seinen eigenen Witz, kriegt Punkte abgezogen. Alle anderen kriegen Punkte, die ich nach Gefühlsermessen verteilen werde. Ja? Ihr müsst einfach darauf vertrauen. Der Mann mit dem Sakko macht das immer genau richtig. Ja? Denk an Hugo, Ego und Balder, vergiss nicht. Jetzt Zacharias bescheißt nicht, ja, das passt schon. Also, Kategorie 1. Isron Kutsk. Chuck Norris Witze. Ich beginne. Warte mal. Ich habe natürlich einen vorbereitet. Also ihr könnt mich jetzt trotzdem sehen. Warte mal. Chuck Norris wurde von der Polizei angehalten. Sie kamen mit einer Verwarnung davon. Okay, ich gebe mir für diese Leistung ehrliche, sagen wir, 10.000 Punkte. Friedhof hat aber gegrinst. Am Schluss. Ja, also drum 10.000 Punkte. Am Schluss. Okay. Also aus Mitleid ein bisschen. So, aber liebes Publikum, ihr könnt sich auch beteiligen. Schreibt im Chat, ob ein Witz gut war oder nicht. Also wir sind jetzt bei der Kategorie Chuck Norris Witze und Friedhof macht weiter. Ich mache weiter. Okay, und zwar Chuck Norris weiß, warum da Stroh liegt. Ja, der ist gut. Okay. Sehr oldschool. Ich verstehe nicht. Obwohl ich glaube, dieser Witz wurde mittlerweile coronamäßig angepasst. Der heißt ja jetzt, warum liegt der Stroh rum, warum hast du keine Maske auf? Stimmt wahrscheinlich, ja. Okay, ich würde sagen, dafür, dass ich ihn nicht verstanden habe, obwohl dein Niveau, dein IQ unter deinem Fieber liegt. Der Fetzenschädel hat gelacht, möchte ich 12.000 Punkte plus 3.000 Bonuspunkte für das Lachen vom Fetz, der quasi als ungeschlagener Meister bis jetzt gilt. In Niveaulosigkeit. So, das Problem ist, ich lache über alles. Nun Pazi. Chuck Norris trinkt aus der Wasserleitung. Auf Ex. Okay. Ich habe gelächelt. Ja, du bekommst 12.648 Punkte. Na, servus. Bumm.
+2, weil er gelächelt hat. So, fällt noch an, ne? Ja, ich hätte 2 Chuck Norris-Witze und ich kann mich nicht entscheiden, welche ich nehme. Dann sag A oder B und ich sag dir welchen. Gut, A oder B? B. Okay. Gut, dann ist es der mir auch besser gefällt. Chuck Norris kackt Lichtschwerter. Ja, in Nerd habe ich erwischt, ich hab's gewusst. Und Zacharias grinst auch. Ich hätte aber noch alternativ gehabt, Chuck Norris war Kamikaze-Pilot, 12 Mal. Okay, das ist der wie mit unendlich zählen zweimal. Ja. Aber Chuck Norris kackt Lichtschwerter. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Du bekommst 16.200 Punkte und 4 abgezogen, weil du 2 erzählt hast, ja? Super. Wahnsinn. Minus. Sind diese Regeln eigentlich von der UNO abgesegnet oder sowas? Oder UNICEF. UNO Brain. Ja? So, Kategorie 1. Ich werde dann eine Zusammenfassung machen, die wir uns später vielleicht oder auch nicht anschauen. Okay, passt. Aber das war Kategorie 1, Chuck Norris Witze. Ich denke, wir haben alle was verloren. Ein bisschen so. Ja, und das Publikum hat auf jeden Fall auch was verloren, nämlich wertvolle Lebenszeit. Ich würde es schön finden, wenn das Publikum vielleicht unsere Witze noch unterbietet. Falls irgendwer einen guten auf Lager hat, schreibt sie in den Chat. Also während dem nächsten... Chuck Norris kann Feuer machen, indem er Eiswürfel aneinander reibt. Den fand ich auch nicht schlecht. Chuck Norris hat bei seiner Geburt den Türrahmen herausgerissen. Wurscht. Ich würde sagen, Chuck Norris hat nach seiner Geburt seine Mama nach Hause gefahren. Ah, gut. Die GIS zahlt Gebühren an Chuck Norris. Wurscht. Liebes Publikum, solltet ihr noch schlechtere Chuck Norris-Witze haben als wir, bitte schreibt es in den Chat und wir sehen jetzt einen Einspieler, nämlich wir bleiben beim Thema Quarantäne. Wir sehen eine neue Episode von Zimmerkuchel Quarantäne. Heute mit unserem lieben Schlagzeuger Fridtjof. Da bin ich gespannt. Ich auch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zimmerkuchel Quarantäne. Heute wieder Fridtjof. Ich wollte euch heute meinen selbst ausgehobenen Erdbunker zeigen, aber leider wird es nichts. Ich habe nämlich gestern erstmalig im Internet recherchiert, was es mit dem Coronavirus so auf sich hat und habe Unglaubliches entdeckt. Und das werde ich euch jetzt einmal zeigen und auch Tipps geben, wie man sich am besten dagegen schützt. Erstens, eines der gefährlichsten Dinge sind Chemtrails, was sonst. Von denen wird das direkt der Coronavirus auf uns heruntergelassen und gelangt durch unsere Haarspitzen direkt ins Gehirn hinein und das wollen wir natürlich nicht. Beste Möglichkeit, sich dagegen zu wehren, ist der Klassiker, den wahrscheinlich jeder daheim hat. Der Aluhut. Schaut auch super aus. Wer keinen Hut daheim hat, der hat natürlich ein Problem. Der kann sich die Alufolie direkt um den Schädel wickeln. Schaut halt nicht ganz so sexy aus, aber Gesundheit geht vor. Diese finsteren Mächte machen nicht einmal vor unseren Badezimmern Halt. Ihr werdet es nicht glauben. Unsere Zahnbürsten. In jeder Zahnbürste ist ein Mikrochip drinnen, der unsere DNA ausliest und direkt an Bill Gates schickt, damit er seine Mikrochip-Spritzen umprogrammieren kann, um unser Immunsystem noch besser zu überwinden. Deshalb entweder Alufolie um die Zahnbürste wickeln, das ist eine gute Methode, oder noch besser, so wie ich es seit Wochen mache, einfach nicht mehr Zähne putzen. Mit Zähneputzen aufhören war ja noch recht einfach. Schwierig ist in der Küche, weil essen und trinken muss man, sonst schaut es schlecht aus. Da ist der größte Gefahrenherd die Mikrowelle, die schießt nämlich mittels dieser Mikrowellen die Coronaviren direkt in unser Essen und unsere Getränke hinein. Ich habe zum Glück ja die Mikrowelle nur selten in Benutzung, außer ich mache mir einen Tee oder manchmal auch für den Kaffee. Da hatte ich dann die Lösung, dass ich einfach mein Heferl Corona-sicher mache. Das hat auch super funktioniert. Es hat nämlich nach dem ersten Mal hat die Mikrowelle sofort gestreikt und erkannt, dass ich sie überlistet habe und hat zu brennen und rauchen begonnen. Seitdem verwende ich sie auch nicht mehr und bin eigentlich sicher. Das heißt, super Tipp, einfach alles, was man in die Mikrowelle reinstellt, in Alufolie einwickeln, dann kann nichts passieren. Es ist wahrscheinlich jedem von euch schon aufgefallen, dass es auf einmal kein Klopapier mehr zu kaufen gegeben hat und die kritischen Geister unter euch haben sich wahrscheinlich gefragt, warum? Und auch das kann ich euch beantworten, und zwar haben nämlich die Illuminaten das ganze Klopapier aufgekauft und durch Corona verseuchtes Recyclingpapier ersetzt. Also ich kann nur jedem empfehlen, das Klopapier, das jetzt aus habt, schmeißt das so schnell wie möglich weg, verwendet das ja nicht. Mein Tipp ist hier auch wieder auf das gute alte Aluminiumpapier zurückzugreifen.
Funktioniert wunderbar, ist am Anfang ein bisschen unangenehm, man gewöhnt sich aber dran und wie immer gilt ja Safety first. Am meisten schockiert war ich über die Sonne, über diese gelbe Sau. Sogar die gehört zu denen dazu und kämpft gegen uns, und zwar nämlich die Sonnenstrahlen werden mit Corona aufgeladen, gelangen durch die Pupillen direkt in unsere Augen hinein und zerstören im Gehirn den Bereich fürs kritische Denken, dass man glaubt, Corona ist eh gar nicht so schlimm. Ja genau, das hätten es gern, dass wir das glauben. Aber auch dagegen kann man sich schützen, und zwar habe ich eine tolle Erfindung gebastelt, und zwar sind das die Fridtjof Hotzenplotz Corona-Schutzbrillen. Funktionieren unglaublich gut, die Sonne kann scheißen gehen, wenn sie die aufhabt. Wir werden es wahrscheinlich auch sogar über den Rotz-Shop verkaufen, weil uns die Gesundheit unserer Fans unglaublich wichtig ist. Es ist noch ein Prototyp, hat jetzt im Moment noch die Einschränkung, dass man eigentlich nichts sieht, aber daran werden wir weiter arbeiten. Wie gesagt, Sicherheit geht vor. So, das war's dann auch schon soweit von mir. Solltet ihr noch gute Tipps und Tricks haben, wie man sich mit Alufolie gut gegen den Coronavirus schützen kann, lasst uns die bitte zukommen, schickt uns eine Nachricht oder ein Video. Wir freuen uns über jede Info, die uns gemeinsam gut und sicher durch die Krise bringt. Ich bleibe auf jeden Fall weiterhin am Ball. Ich habe jetzt nämlich gerade gelesen, dass scheinbar die Franzosen den Coronavirus erfunden haben. Die haben nämlich den Plan, dass sie den Eurotunnel zwischen Frankreich und England sperren. Manche meinen, sie haben es sogar schon gemacht. Das ganze Ding in einen riesigen Backofen umgebaut, um darin ein gigantisches Knoblauchbaguette zu backen. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum sie das machen. Ich weiß nur so viel, sie führen sicher nichts Gutes im Schilde. Ich werde jetzt sicherheitshalber daheim einmal meinen Brotkasten in Alufolie einwickeln. Man weiß ja nie, sicher ist sicher. Und dann, glaube ich, kann auch das Riesenbaguette mir nichts anhaben. Schauen wir mal. Bleibt ihr auf jeden Fall sicher, lasst es euch gut gehen und bis bald. Grüß euch. Was für eine informative Episode war das, ja? Unglaublich. Genau, das kann man alles mit Aluminiumfolie machen. Aber jetzt weiß ich zumindest, warum ich die Sonne meide, weil diese Sau verfolgt mich wirklich Tag für Tag. Ja, da muss man besonders aufpassen. Die Sonne ist wie die Augen von Michael Jackson Poster überall. Genau, wie gesagt, also, falls unser Publikum noch Ideen hat und Schutztipps hat, bitte her damit. Wir freuen uns drüber. Wir freuen uns über jeden Schutztipp, ja, das ist wahr. Wir verkaufen die an das American Prepper Magazine. Übrigens ist mein Sakko nicht auch gegen G5-Strahlung schützend oder zählt da nur silberne Alufolie? Ich glaub, wir haben extra goldene einbauen lassen. Ne? Das kann schon funktionieren. Ja, ich glaube, Gold ist noch besser, aber das ist halt jetzt alles mit Goldfolie einwickeln. Ja. Das kannst halt nur du dir leisten. Das ist halt, auch nicht jeder. Ja. Aber ich habe ja auch mit den Echsenmenschen und den Achsenmächten viele Deals Achselmächten oder was? Deals geschlossen, um an mein Geld zu kommen. So, es geht weiter mit Kategorie Nummer 2 unserer Vize-Battle. Kategorie 2, ein Heimspiel quasi für uns. Wer weiß es? Deine Mama. Die Mama. Jeder, der schon mal auf einem Konzert von uns war, weiß, wir haben da dieses wunderbare Lied Mama, wo ich und der Herr Umfall uns vor dem Lied meistens wunderbare Deine Mama-Witze an den Kopf werfen oder auch manchmal zwischen die Füße. Und heute dürfen auch Schlagzeuger und Gitarrist Nummer 1 ihren Blödsinn dazu verzapfen. Also Herr Umfall, bitte leiten Sie das Gefecht. Genau, es gibt ja allerdings ein Handicap. Wer einen Witz erzählt, den wir schon einmal auf der Bühne verwendet haben, kriegt Punkteabzug. Puh, das waren aber viele. Okay, ich glaube, ich habe einen neuen gefunden. Okay. Wenn wir uns noch daran erinnern können, okay? Also, deine Mama schreit am Klo, ich bin ein 3D-Drucker. Fridtjof grinst. Und ich lache über meinen eigenen Witz. Das heißt, für mich gibt es nur 600 Punkte. Leider. Okay. Fridtjof hat gelacht, das heißt plus 200, weil er eigentlich wirklich schlecht war. Also Fridtjof, nächste Runde. Mama. Ich bin dran. So, Deine Mutter sammelt jedes Wochenende Pilze, aber nicht im Wald. Ja. Okay. Der Loni beißt sich auf die Zungen. Lumpi. Ja. Haut mich nicht wirklich auf die Socken. Ja. Kontenance, ja. Ganz wichtig. Okay, dann hast du noch nie einen Pilz gehabt. Liebes Publikum, nicht im Wald. Eure Mama-Witze. Ich vergebe 13.508 Punkte. Okay. Sehr fair.
Voll. Bei uns geht alles mit Fairness zu. Es gibt am Schluss noch einen exponentiell Regulativwert. Lieber Herr Lumpazzi. Die NASA hat angerufen. Deine Mama zieht uns aus der Umlaufbahn. Ja, ist gut. Ja. Einmal lachen, einmal ich habe Alu-Lachen. Alu-Lachen. Lulu-Lachen. Okay. 1280. 1280, wunderbar. Ich möchte nur kurz vorlesen, der Duke Floritz da hat im Chat geschrieben, deine Mama ist so fett, die hat sogar einen eigenen Mond und der bist du. Also bitte aufschreiben 70.000 Punkte für den Duke Floritz. Okay. Okay. Ein Witz fehlt noch. Ja, meiner einer, gell? Ich habe wieder zwei. Ich nehme den da. Deine Mutter erkennt Geschlechtskrankheiten am Geschmack. Okay, ja. Okay. Gut. Ich hätte gesagt am Geruch, aber ist noch besser, ja? Okay, ich glaube, wir sind uns einig. Alle haben gedacht, das ist die staatliche Punktezahl von 20.000 für 4 Ja, aber ich habe selber lachen müssen, somit ist sie Abzug. Eben, die ziehen wir dann ab. Naja, was ziehen wir da ab? 198. Ja. Ich hätte noch alternativ gehabt, deine Mutter kriegt bei Fressnapf an der Kasse ein Leckerli. Aber ich glaube, den haben wir auf der Bühne schon mal gehabt. Und nochmal minus Punkte für einen zweiten Witz. Weil wir Pappen nicht halten kann. Großartig. Super, das werden wir jetzt auf der Bühne auch so machen. Immer wenn ich meinen Pappen nicht halten kann, spielen wir alle weniger. Das wären kurze Konzerte. Bumm zur Landliebe, aber immerhin guten Abend. So. Kategorie 2 erledigt. Wir lassen das Ganze ein wenig sickern und schauen, ob wir vielleicht ein bisschen tanzen lernen können oder so. Bei der allerletzte Folge von. Oh, das große Finale, um Gottes Willen. Ladies and Gentlemen, begutachten Sie diese legendären Körper und wenden Sie alles, was Sie in den letzten 77 Wochen gelernt haben, auf der nächsten Tanzfläche an. Wir präsentieren Lumpazzi mit dem Staffelfinale von Dancing Queen. Grüß euch, liebe Freunde des gepflegten Tanzschrittes. Hier ist wieder mal Lumpazzi, eure Dancing Queen. Wir sind bei Folge Nummer 10 angekommen. Es war ein harter Weg bis dorthin. Viele, viele Tage und Wochen, wie ihr versucht habt, die Dance Moves zu meistern. Und ob ihr das wirklich geschafft habt, ob ihr bereit seid, meinen offiziellen Stempel of Approval zu bekommen, das werden wir uns anschauen. Hier sind eure Prüfungsaufgaben. Als erstes gehen wir alle Bewegungen nach der Reihe durch. Wer das nicht flüssig kann, kann seine Tanzträume ad acta legen. Wer das macht, hat schon verloren. Warum? Weil der Sidefleck nicht dabei war. Gut aufgepasst, Jimmy. Nochmal. Wenn ihr das könnt, fließend, wenn ihr das einmal könnt, dann geht's weiter. Alles vermischen. Und dann geht die Party ab. 2, 3, 4. Und ob ihr auch das könnt, das sehen wir jetzt. Go, Kali, go. Ich möchte aber Lulu. Go! Ja, jetzt bin ich rauszupfen.
Ich hätte das so gern 0 Punkte geben, aber den Eltern sind der Sponsor. Was wir machen einen Deal. Du schaffst das gerade nicht, aber 7 von 10 Punkten. Bitte. Yeah, Alter! Go away. Na dann schauen wir. Bist du bereit? Go, sag mal, was du kannst. Hilft ein bisschen. Pumpen und. Hilde, bitte trau die Musik an. Wir machen die Bewertung kurz und schmerzlos, ja. Bitte Ressource, komm. Bum, 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 bum. Potenzial war Ich habe eine Idee. Das hilft sich. Warte, dreh dich mal um. Guck dir ein bisschen. Ja, und das war's leider wieder mit Lombardi Presents Dancing Queen. Leider Gottes muss ich sagen, dass keiner der mir zugemuteten SchülerInnen das irgendwie halbwegs zusammengebracht hat. Und ich hoffe inständig, dass ihr, unser Publikum, das weit besser geschafft habt. Wenn ihr das besser könnt, schickt uns auf unsere Facebook-Seite euer Video und dann bekommt ihr von mir den Stempel of Approval. Bis dahin, bis irgendwann, pfiat euch. Alle durchgefallen. Ich schwitze jetzt noch von der Tanzprüfung, wirklich. Ja. Aber ich würde sagen, Tanzmatura im Corona-Jahr bestanden. Einwandfrei nicht bestanden. Ja, das heißt, es ist aber auch wurscht, weil der Matura-Ball auf dem All-Inclusive-Schiff ist auch gesagt. Das heißt, wir müssen gar nicht, wir kommen nicht in Verlegenheit zu tanzen. Hast du abzeigen? Ich habe aber jetzt in Bezug auf Dancing Queen ist mir noch deine Mama-Witz eingefallen. Ich weiß, es gibt Abzüge, aber deine Mama scheißt in der Disco auf die Tanzfläche und schreit Dirty Dancing. Friedhof hat wenn er wenigstens gut gewesen wäre, ja, aber über meinen 3D-Drucker lachen. Hast du ihn jetzt verstanden? Ja, schreibst du bitte wieder Minuspunkte für Herrn Betzenschädel? Ja, das war's mit mir. Minus 8 schreiben, weil das war das zweite Mal nachlegen, wenn du noch einmal nachlegst, ja. Aber ja. So, Kategorie 3. Oh. Die allerbeste Kategorie. Wer errät's? Alle Kinder. Wer kennt die alle Kinderwitze nicht? Oh, ja. Alle Kinder kennen alle Kinderwitze. Nur nicht Fetz. Der hat geschätzt. Keine Ahnung. Das war auch gleich die Beschreibung dazu. Ich beginne und überlege noch, weil ich habe sehr viel geschmacklosen Scheiß gefunden, aber ich mag, da ich Fleischer bin, nehme ich den. Alle Kinder schauen in den Fleischwolf, nur Klaus, der kommt vorne raus. Ein Sickerwitz. Naja. Hätte ich doch einen anderen nehmen sollen? Ja, das war nicht so gut. Nein, mir nicht gefallen. So, wie viele Punkte würdet ihr mir geben? Sag. Minus 1000. Na, okay. 100. Ich gebe mir 9232. Okay, das klingt fair. 4 ab, weil ich nur einen erzähle. Und eigentlich 2 müsste. Wer ist der Nächste? So, die Reihenfolge bleibt. Also ich gehe euch im Kreis durch. Okay. Bin ich der Nächste. So, was habe ich? Alle Kinder spielen im Garten, nur nicht Uschi, die spielt mit ihrer Katze. Ja. Da hätte es schon viel Potenzial gegeben. Ich wollte, dass man das hat sich nicht gereimt. Was tun wir da? Oh je, ja. Ich fürchte Schlimmes. 666 plus F. Für das Wort, was du nicht gesagt hast. Okay. Übrigens der erste und einzige bis jetzt, der auch einen Buchstaben in den Punkten hat. Super. Ich wünsche mir Mr. Nintendo Joystick
Lumpspazi. Alle Kinder konnte man sehen, nur nicht den Jochen, den hat man gerochen. Okay. Ja. Oh ja. Muss man honorieren. 1, 2, 3. Muss man honorieren, ja. Passt. Absolut. Ja, dann haben eigentlich alle gelacht, außer du selbst, also 20.000. Naja, sagen wir 20.001. Ja. Großartig. Stark. Ich meine, ich finde es Fällt noch ein Witz. Ja, aber ich finde es total unfair, weil ich lache sowieso immer über meine eigenen Witze. Darum, ich bin ja da total im Nachteil beim Spiel. Deswegen haben wir diese Regel ja eingeführt, damit wir uns quasi eine gute Pole Position passen. Du bist dran, dein letzter Kinderwitz. Mein letzter Kinderwitz. Alle Kinder kriegen zu Weihnachten schöne Geschenke. Nur nicht der Paul, der kriegt eine aufs Maul. Nicht? Habe ich schon gehört, aber besser, da gibt es eine andere Variante davon. Okay. Alle Kinder kriegen eine Schwimmweste, außer Bianca, die kriegt einen Anker. Alles durchgefallen. -4. Fürs Nacherzählen, der kann einfach nicht die Fresse halten. So, ja, absolut nicht. Alle Kinder kamen auf die Welt, nur nicht Bernd, der wurde entfernt. Oh. So, jetzt musst du aber selber -Punkte. So, -8. Alle Kinder sind vom das nachmacht, kriegt er nochmal 4 weniger. Ich werde noch gewinnen, weil ich einfach die Goschen halte, oder? Ja, stimmt. So, -16. Die jahrelange Erfahrung des Schlagzeugers. Pappen halten und nichts sagen. Ja. Okay, also, Runde 3 erfolgreich absolviert. Ich würde jetzt eine dezente Überleitung machen auf unsere nächste Kategorie, die da heißt, ich weiß nicht, Pippi Langstrumpf erklärt dem Dr. Umpferl, wie man sich das Zumpferl rasiert. Ja, vielleicht schreibe auch ich demnächst einen Brief an den Dr. Umpferl und werde ihn fragen, ob ich meine depperte Art, schlechte Witze zu erzählen, kurieren kann. Aber wenn Sie Fragen haben an Dr. Umpferl, dann schreiben Sie sie in den Chat. Und hier kommen die besten eingesandten Briefe in dieser wunderbaren Kategorie. Viel Spaß! Achso, ja, stimmt. Herzlich willkommen zu einer allerneuesten Superspezial Fuck You Ausgabe von ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt, Dr. Umpferl erklärt den Kindern die Welt oder so ähnlich. Ich werde wieder Briefe vorlesen, die besorgte Bürgerinnen und oder auch Bürger an mich geschickt haben in ihrer Verzweiflung während der Corona-Krisen, Quantarene, und helfe ihnen hiermit und auch mit meinen geistigen Wasser- und Zahlenmächten die Welt zu verstehen und ihre Zukunft vorauszusehen. Ich beginne mit einer lieben, netten Dame, die mir hier geschrieben hat, die Erna 43 aus Dornbirn. Lieber Dr. Umpferl, als Lehrerin an einer öffentlichen Lehreinrichtung habe ich die Corona-Krise genutzt, um mein geringes Gehalt etwas aufzubessern. Anstatt die Kinder im Werkunterricht mit unnötigen Laubsägearbeiten zu nerven, habe ich im Keller der Schule eine kleine Schneiderei für Mund-Nasen-Schutzmasken aufgezogen. Das lief bis jetzt sehr gut. Leider ist man mir jetzt draufgekommen und ich muss die Kinder wieder nach Hause gehen lassen. Kann ich nun eine staatliche Unterstützung für mein Kleinunternehmen beantragen? Liebe Erna, ja, ich habe genau das Gleiche gemacht, nämlich in den Ferien in Keller einen kleinen Sweatshop errichtet, den wir eigentlich schon für die Band eingerichtet gehabt haben, um unsere T-Shirts besticken zu lassen. Sind jetzt umgestiegen auf ein anderes Gewerbe und auch ich habe diese Kinder leider verloren durch das Ende der Maßnahmen, muss jetzt wieder selbst nähen und werde mich natürlich auch an die Regierung richten, weil in dieser Notlage, in der wir Ausbeuter uns jetzt befinden, waren wir schon lange nicht und ich denke, wir haben da gute Chancen, etwas zu bekommen. Wenn Sie das richtige Parteibuch haben, dann ist da sicher auch eine andere Form der Förderung möglich. Ja? Schreiben Sie direkt ans Parlament und nicht mehr bitte an mich. Nächste Frage, Vanessa aus Wien-Donaustadt. Hallo Herr Dr. Umpferl, ich freue mich total, weil die Wiener Freibäder endlich wieder aufsperren tun. Voll der Burner. Aber wie soll ich meine Insta-Stories machen, wenn die Leute auf der Liegewiese mindestens 2 Meter Abstand halten müssen? Ich meine, wie schaut denn das so aus, wenn keine Fans im Hintergrund sind? Das schreibt die wirklich sind. Voll Org und so. Ich meine, Alter. So. Liebe Vanessa, ich habe für solche Zwecke immer ein Teleobjektiv und ein Deppenzepter, sprich einen Dings, ne?
Damit mache ich Fotos, die Leute, die im Hintergrund bei mir stehen, die tue ich mit dem Photoshop verdoppeln, verdreifachen und quasi ein bisschen näher ranziehen und dann funktioniert das auch mit den Insta-Stories. Es ist halt blöd, wenn man live geht, dann sieht man das ein bisschen, ja. Aber ansonsten glaube ich, dass der Tipp einwandfrei und gut zu gebrauchen ist. Georg52 aus Wien Favoriten schreibt mir hochbesorgt, die Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln finde ich super. Endlich muss ich mir als Busfahrer die blöden Gesichter meiner Fahrgäste nicht mehr anschauen. Mein Beruf macht mir endlich wieder Spaß. Wie kann ich ein baldiges Ende dieser Maskenpflicht verhindern? Soll ich die Fahrgäste einfach anhusten? Gute Idee. Anhusten. Im ersten Augenblick schaut das gut aus, aber ich glaube, es hat ja den Nachteil, dass sie sich ja dann wieder quasi in unmittelbare vis-à-vis ihres Fahrgastes begeben müssten und sich die Friseur erst wieder anschauen müssen, bis sie endlich wieder eine Maskenpflicht haben. Ich würde Ihnen empfehlen, einfach freiwillig die Maske weiterzutragen. Das Gesetz verbietet das nicht und Sie setzen es halt einfach über die Augen in Zukunft. Ja? Und wenn es dann fahren, sehen Sie gar nichts mehr, inklusive Gefrieser. Ich würde es so machen, ich hoffe, Sie tun es mir nach und schreiben Sie mir bitte noch, auf welche Linie Sie fahren, damit ich dieser ausweichen kann. Herr Universitätsprofessor Dr. Karl-Heinz Fitzinger zu Rüppelstein, 76 aus Berchtoldsdorf, schreibt, werter Kollege, sehr persönlich, aber bitte. Ich verfolge seit Wochen Ihre Tipps zum Thema Coronavirus und dessen Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Ihre Aufklärungsarbeit in der Bevölkerung ist beispiellos und hat die moderne Medizin endgültig im 21. Jahrhundert katapultiert. Nach einer dringlichen Einberufungssitzung der Ärztekammer Wien darf ich Ihnen mitteilen, dass Ihre medizinischen Errungenschaften nun gewürdigt werden sollen. Herr Arzt, ich darf Sie daher bitten, sich am 29. Februar 2021, ja, das geht ja aus, im großen Speisesaal des AKH Abteilung Pathologie einzufinden, wo man Ihnen den Kurpfuscherorden am Wahn zur Schärpe sowie das große goldene Andreaskreuz verleihen wird. No? Mit kollegialen Grüßen, dein Karl. Da wird immer persönlicher, der Bur. So, lieber Dr. Karl, Renner wahrscheinlich oder so, Lueger, süß, ja, der Brief ist ein netter Versuch, mich hier hineinzulegen mit einem Marchand Provokateur. Ne? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie dieser afrikanische Millionärsprinz Königssohn sind, der man mit die 600 Millionen auswechseln will. Ne? Sie haben es schon einmal geschrieben. Außerdem klingt für mich Speisesaal der Pathologie ein bisschen gefährlich. Also ich bin dann wahrscheinlich am Ende freiwilliger Organspender und wache in einer Bodyman auf mit lauter Eiswürfel. Nein, außerdem kann ich mir einen Kurpfuscher am Orden im Fuß selber machen, also was soll der Scheiß. Ja. Ansonsten Andreaskreuz habe ich schon, Dankeschön, bei meiner Domina der Monika steht eins im Vorzimmer, das darf ich wöchentlich benutzen. Und mit diesen wunderbaren Bildern in Ihrem Kopf möchte ich Sie gleich weiterschicken in die Werbung, weil auch das muss sein. Gute Nacht, bis nächste Woche. Ist schlecht, das wissen wir wohl. Und schuld dran ist der Alkohol. Ein kleiner Nachtrag hat uns noch im Chat erreicht. Ich möchte diese Frage auf unmittelbaren Wege beantworten. Und zwar, kann man Winterkirschen noch im Sommer essen? Lieber Karl, natürlich, wenn du sie vorher einfrierst. Ansonsten würde ich sagen, machen wir weiter mit unserer Kategorie 4. Wer errät, es sind die Scheiße-Witze. Ich bin mir nicht sicher, ob die noch so bekannt sind, wie ich ein Kind war. Das ist ja doch 1 oder 2 Dekaden her. Haben wir diese Witze eigentlich ständig erzählt, in der Volksschule, schon im Kindergarten und wurden entsprechend gerügt, sage ich mal. Damit jeder weiß, worum es geht. Es ist nicht wirklich ein Witz, sondern mehr ein dummer Reim und es war ein Lied auch dabei, glaube ich. Ich beginne mit einem Beispiel. Eines, das wir als Kinder uns selbst ausgedacht haben damals, und zwar Scheiße auf dem Tellerrand wird als Senf nicht anerkannt. Wir hatten ungefähr 20 eigene. Finde ich gut. 20 eigene Senfsorten oder was? Senfsorten, ja. War das jetzt schon ein Witz oder ein Beispiel?
Das war jetzt mein Witz. Ach so, okay. Also nimmst das Lachen wieder zurück? Hast du gelacht? Ich habe nicht gelacht. Du hast nicht gelacht, okay. Ich lache nicht. Für jeden, der nicht lacht, obwohl es gut war, gebe ich mir 12 Punkte mehr. Ja. Sonst, ich würde sagen, ich habe mir hier redlich verdient, sagen wir mal 6.248 Punkte und eine Kirsche. So. Eine Kirsche, geil. Als nächstes, lieber Hotz. Okay, Scheiße an der Sackbehaarung zeugt von edler Männerpaarung. Okay. Autsch. Ja, Autsch. der ist super. Okay. Uiuiui. Kein Kommentar, 20.000 extra Punkte für die Chantal aus Simmering. Der war fast das so muss gut. jetzt zu toppen, bitte. Okay, einhakend, ja, muss ich sagen. Scheiße auf der Beilspitze zeugt von einer falschen Ritze. Der ist zwar ja, nicht schlecht, aber jetzt noch ein Friedhof sein natürlich. Ja, vor allem das Falsch würde ich ja mitunter in Frage stellen, so ganz unter uns. Also. Ja, ganz genau. Ja, eben. Aber you know what I'm talking about. Persönliche Geschmacksfragen geht es hier nicht. Ich würde sagen 18.000 Euro für die Klassenkasse des Lump und 628 dazu, weil er mich nicht an einen Cornetto-Witz erinnert hat. Ja. Absolut durchschaubar und plakativ und offen, wie ich die Punkte vergebe. Schon, ja. Aber ich muss auch zum Lumpi bezüglich deines Witzes ein kleiner Gruß an das Girl from Oklahoma. We love you. Okay, ich bin dran, oder? Sprich mit uns. Also ich werde das Niveau nochmal richtig schön runterreißen und ich hoffe, es wird nicht gelacht, aber ich finde wunderbar. Scheiße in den Einkaufstaschen hält die Kinder ab vom Naschen. Okay, war ein Schuss ins Knie scheinbar. Oh ja, Lumpi lächelt. Nein, er ist schon gut, ja. Oh ja. Ich habe ihn bei der Recherche natürlich schon gefunden und habe sehr an Kinderüberraschungseier denken müssen. Ich weiß nicht warum, weil die auch braun sind vielleicht. Was machen wir da? Gelacht wurde nicht viel. Ich gebe dir... Lumpi hat gegrinst. Hallo. 1261 und wenn du es schaffst, keinen weiteren zu erzählen, 100 Punkte drauf, ja? Das wird schwierig. Und somit war Kategorie die Scheißreime, ohne zu singen auch, dafür bin ich euch allen dankbar, erledigt. Was kommt als nächstes? Und zwar ein Video. Spielen wir ein Video? Ja, wir haben natürlich wieder im Archiv gegraben, ja, und haben einen wunderschönen Mitschnitt einer Live-Darbietung aus dem Triebwerk seinerzeit in Wiener Neustädtel, und zwar mit unserem super Volkssong, der in der Stadt immer gut ankommt, aber sehet, höret und staunet selbst. Das ist uns wirklich ein Anliegen und da müssen wir vorhin unsere Stimmen ein bisschen... Dann hat der Andi Burger einen Grund zum Zurücktreten, oder? Ja, gefeuert in Pension gehen, oder was tut er? Zünftig jetzt. 2, 3, 4. La 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 la. Ich hab ein Lied geschrieben über dieses, was heute an dir. Das so schöne tut und hast und passt so gerne, du das mit mir. Das nur wird den Lippen eine dunkle Sau. Aber mein Manager sagt, das ist sowas nicht verkauft. Dann sing ich euch so dumm und blaue Augen. Und so gut und sing ich Bussal, Schalala. Wir sind von Hochzeitsglocken und von weißen Glauben. Und so verkauft sie das Schäfer von ganz Salat. La 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 la. Deine blauen Augen, so wie die von der Pamela. Du hast nicht nur eins davon. Na, du hast zwei, ist das mal, du vorbeikommst auf einen Augenblick. Du hast deine schönen blauen Augen
Der Text muss passen, wirklich nicht verausgaben. Und wenn ich sehe, vollzieht so wieder Schalala, Schalala. Das muss sie reimen und einen, der vierte macht vom und am Ende vom Refrain wunderbar. Von der Heimat muss da noch verzögern. Was Kreatives wie die Berge sind so schön. Und man verliert kein Wort private Politik. Und so verkauft man volkstümliche Musik. Das Business ist so zwischen wie verloren. Und Gehirn annulliert den Regier. Aber zum Glück gibt es ja jede Menge Drogen. Kokain für die Musikanten und fürs Publikum, kein Schnaps und Bier. Ja. Yes. War das nicht schön? Welch eine Performance, muss ich sagen. Also damals waren wir, glaube ich, auch in Höchstform. Ja, und ich glaube, das Video wurde vom Karl gefilmt, oder? Ja, und vor allem, es waren die guten alten Vor-Corona-Zeiten, wo es kein Problem war, dass 3000 Leute im Triebwerk eng beieinander stehen. Das war echt super damals. Ja, schauen wir mal, ob es wieder mal so weit kommt. Ah, ja. Passt. Blaue Augen live im Triebwerk zu Wiener Neustadt. Ein Highlight meines Lebens. Gut, Herr Unfall. Ich glaube, wir haben noch eine Witze-Kategorie, oder? Der Herr Unfall. Achso, ja, genau. aber bis der Herr Unfall wieder da ist, glaube ich, können wir noch mal darauf hinweisen, dass ja auch nebenbei zu unserer heutigen Rotzshow wieder mal unser Rotzshow-Quiz stattfindet. Der Link ist im Chat. Ich glaube, er wurde gerade vorhin noch mal hier geteilt. Und bitte nehmen Sie in diesem Quiz teil und gewinnen Sie wunderbare Sachpreise, wie zum Beispiel getragene Nasen-Mundschutzmasken oder einen positiven Corona-Test. Die Fragen sind super schwer, die werden Sie dann am Schluss, also ziemlich bald schon, auflösen. Und nach der letzten Witze-Runde, die ich hier noch stehen habe, kommt wieder mal unser Q&A, das heißt, eure Fragen im Chat an uns. Oh, und ich sehe auch, der Herr Unfall ist wieder da. Showmaster is back. Ja, mehr oder weniger. Regnet schon wieder bei dir. Simmering, weißt du. Weißt du, beweg dich nicht so schnell. Weil sonst... Was hab ich versandt? Nix, du bist drauf. Ich bin der Einsatz. Passt, ich war kurz offline. Ich musste kurz die Pizza reinlassen und die Nutte raus. Bevor wir nun zur letzten Kategorie Freestyle übergehen, möchte ich Sie noch einmal daran erinnern, dass wir auch noch ein Quiz vorbereitet hätten. Und das ist vielleicht noch gar einmal ein bisschen beantworten, weil wir haben nicht mehr allzu viel Zeit dafür. Genau. Also, auf der Geraden. Kategorie Nummer 5, Freestyle. Sie dürfen sich quasi einen Witz nach Belieben aussuchen, muss nicht mal einer der Kategorien sein. Hervorragend. Ja? Und aber es soll schlecht Feier des Tages. Gut. Ja, das ist, glaube ich, Ansichtssache, aber je schlechter, desto besser, würde ich sagen. Und wir machen es zur Feier des Tages jetzt rückwärts. Und zwar beginnen wir mit Herrn Schädel. Na, genau da, wo ich jetzt nichts habe. Ne? Das ist aber auch sehr nett für dich. Damit nichts vorbereitet. Damit ich eine Chance hast, zu gewinnen. Okay, dann dazu einfach den ich immer dazu, weil er einfach wirklich tief und einfach grauslich und schlecht ist. Papa, ich mag die Preckerl in der Suppe nicht. Kuhspur, glaubst du, wir speibt die Mama durchs Sieb? Ja, wenn du nicht so erzählt hättest.
Bitte? Ich habe den Friedhof nicht verstanden. Der Witz ist super, aber hat einen gewissen Bart. Naja, schon, ja. Aber mir ist jetzt auch in der Geschwinden nichts eingefallen. Sorry. Ich war nicht auf Freestyle vorbereitet, ich Trottel. Das kostet mir sicher einen Sieg. So, Schlumpf Spazi, Vagabondus. Wie viele Punkte hat er bekommen? Ja, Punkte, was ist? Ja, 12. Sagen wir 12, ja? 12 Punkte, na sehr. Na gut, Entschuldigung, ich möchte nur ganz kurz unterbrechen und bezüglich des Chats, lieber Patrick Albrecht, mein Spatzal zeige ich dir nicht, also nur so viel dazu, also geht schon, bitte Lumpi. Eine Frau geht zum Arzt und sagt, Herr Doktor, ich habe einen Knoten in meiner Brust. Und er, na wer macht denn sowas? Jetzt hätte ich einen Freestyle, scheiße, jetzt hätte ich einen, aber der war immer super. Wieder gut. Immer wieder gut. Jetzt hätte ich einen, fuck. Ja, Scheiße, krieg ich wieder Punkteabzug. Herr Doktor, kriegt mein Vorhat nicht mehr zurück. Na, sowas bucht man nicht her. Okay. Da habe ich auch schon gehört, ja, sagen wir 11. Danke, so, Entschuldigung. Du kriegst einen Zig abzogen, ja. So, was geben wir dem Spazi? Ich fand ihn gut. 2008. Geil. 8 ist übrigens die Zahl, die zwischen 7 und 8 liegt. Die wurde jetzt entdeckt vor kurzem. Ja. Okay. Simmeringer Mathematiker. So, ich bin dran, oder? Du bist dran. Okay. Die ersten werden die letzten sein. Was macht ein Clown im Büro? Faxen. Was? Ja, du. Aber Hauptsache mein Witz hat an Bord gehabt, ne? Das sollte doch schlecht sein. Naja. Ja, er ist schlecht, ja. Schlecht ist er. Nicht schlecht genug, um lustig zu sein, aber das passt schon. Dann nehmen wir 1111. 11.1111. Jetzt bin ich dran. Ich habe meinen Joghurt fallen gelassen. Er war nicht mehr haltbar. 22.000 Punkte, danke schön. Really? Das Problem, ich muss immer nur sein Gesicht lachen, weil er lacht ja immer seine eigenen Witze. Stimmt gar nicht. Ich sehe das nicht. Übrigens, ja, ich habe kein Spiel hier. Also kann ich das nicht erkennen. Da ich der Schiedsrichter bin. Ja. Oh Mann. So, gibt es noch was anzumerken? Irgendwelche formellen Proteste oder informelle Proteste? Informeller Protest. Abgelehnt. Formeller Protest. Abgelehnt. So, ich rechne kurz aus und Überraschung, ich habe gewonnen. Gratulation. Ganz an den knappen Vorsprung von mehr. Wie viel da bin ich geworden? Welchen Preis habe ich gewonnen? Den zweiten. Oh, schön. Und die anderen beiden auch. Aber Zweiter ist ja erster Verlierer, oder? Eben, und für mich seid ihr alle Verlierer, also seid ihr alle Zweiter. Glückwunsch. Ja, liebes Publikum, wie ihr alle wisst, die größten Verlierer seid ihr, weil wir euch diese Deppernwitze erzählt haben. Es tut uns ernsthaft leid. Man sieht, die Quarantäne dauert schon etwas zu lange, uns geht das Material aus. Sogar Herr Unfall zeigt jetzt schon seine Brustbehaarung her, finde ich auch sehr sexy. Jetzt ist Zeit. Oh Mann, jetzt wird's ekelhaft. Jetzt sind wir dort, wo wir nicht hin wollten. Ja, bitte erlösen Sie uns aus der Quarantäne. Quandeln sind hübsch, aber leider nur aus Plastik und deswegen riechen sie ähnlich, wie ich ausschaue. Ich würde sagen, zum Schluss des Ganzen sollten wir zur Quizauflösung kommen, oder? Also, wir haben aufgerufen zum Quiz, bitte die Antworten. So, uno momento, ich muss das erst wieder auswerten und brauchst du einen Taschenrechner? Wir werden das regietechnisch ganz clever lösen, ohne dass das Publikum was merkt, indem wir das gleich nutzen und den Q&A-Einspieler spielen. Also bis gleich. Ja. Oh, gute Idee. Sehr gut. Da haben wir schon. So, das haben wir wieder. Gut. Also, der Herr Filzmeier vom ORF hat sich kurz reingeschalten.
und notariell alles beglaubigt und mir die Auswertung weitergeleitet. Also, gehen wir es gleich durch, würde ich sagen. Frage 1. Wer war vor seiner Musikerkarriere als Wrestling-Champion unter dem Namen Hulk Hogan bekannt? So, 70% des Publikums glauben, es war der Zacharias. Und ja, das beweist schon alles. Sie haben vollkommen recht. Hier ist der Videobeweis mit seinem Championship-Gürtel seinerzeit. So sexy war er. Beautiful. Normal chippt man ja nur Hunde und Katzen, gell? Ja, stimmt. Die 80er Jahre waren heute bis heute. Zacharias, nur eine Frage. Wen hast du damals besiegen müssen, um diesen Champion-Gürtel zu erringen? Clutcho Man. Candy Savage, das war ein Mädchen. Alles klar. Auch knapp. Hast du Mädchen verprobt? Warst du bei Pro Japan Pussy Wrestling, glaube ich, gell, bei dieser Promotion? Genau. George's Ladies of Simmering. Okay. Los. Da ist letztens ein Best-of gesehen von der letzten Fotzenvenia oder so, ja, also auf YouPorn, ja. Da war ja weitermachen. Ja, aber war das nicht eher ein Battle Anal? Wurscht. Weiter. Ja. Also, wie hieß die große jährliche Castingshow für Rostpippen-Fans, die 4-mal veranstaltet wurde? So, ein Drittel der Zuschauer hat auf Simmering Sucht den Superschas getippt. Nein. Das ist leider falsch, aber dafür haben 70% auf der Arsch von Österreich getippt, was stimmt. Und die anderen beiden antworten nicht. Nein, wobei ich finde noch schön, der Tschecherantenstadel habe ich auch noch eigentlich eine sehr gute Antwortmöglichkeit gefunden, aber da haben wir das war eine Idee für ein ganz anderes Konzept. Das haben wir an die Moll verkauft, Ende Moll. Nein, es war tatsächlich der Arsch von Österreich und die Trophäe war auch ein Arsch, wie man hier eindeutig jetzt im Bild sehen kann, eine wunderschöne Skulptur und es gibt natürlich auch ein Beweisfoto, dass wir uns das nicht gehalten haben, sondern dass natürlich auch jemanden gegeben hat, der das damals gewonnen hat zum Beispiel. Ja. Natürlich war jedes Jahr wer anderer dran. Ansonsten ist ja Schiebung, aber ja, wir haben das weitergegeben. Sowas wurde nicht behalten. Ja. Die Kunstwerke wurden bei uns im Sledshop aus Salzteig von den Kinderhänden gemacht, die später dann die Masken genäht haben. Mhm. Brave Kinder waren sie eigentlich, das muss man Gute schon sagen. Kinder, ja. Naja, jetzt sind es 18 und nein, immer noch. Haben nicht viel gegessen, haben nicht viel geredet, waren fleißig. Ja. Haben wir nichts gekriegt. Wir sind nur mal zu dritt. Was ist los? Ja, dann machen wir weiter bei den Fragauflösungen. Womit feierte Lumpazzi seine ersten musikalischen Erfolge? So, da war das Publikum sehr unentschlossen. Es haben 20% geglaubt, er spielte Flügelhorn bei der Blasmusikkapelle Kottingbrunn. Na, da habe ich mich zwar beworben, war aber da nichts. Ja. Ja, vor allem ist die Frage, was als musikalischen Erfolg werten könnte. So, gut. Ja, schon, vergleichsweise. Und dann war das Publikum unentschieden zwischen Antwortmöglichkeit 3 und 4. Und zwar haben jeweils 40% haben geglaubt, er komponiert 8-Bit-Lieder für Handyspiele. Und die anderen 40% haben geglaubt, er trat als Alt-Hippie Dude Love bei Hochzeiten auf. Die 40%, die auf den Dude Love getippt haben, haben natürlich vollkommen recht. Das Beweisfoto hier eingeblendet. Damals in den Orgenzeiten, missionarisch, das war was. Ich glaube zumindest, wir kann man an das meiste, was seinerzeit passiert ist, recht wenig erinnern. Es hat hier doch einige Substanzen gegeben, wie Grundwasser und Haferflocken und sowas macht die einfach mit der Zeit. Ja? Also, das Grundwasser im Machfeld, das muss gefährlich sein. Ja, das natürlich. Ja. Tut mir leid, ich musste aufgrund technischer Probleme zur Anlage B wechseln. Also, er hat das Studio kurz gewechselt, ist aber immer noch fit im Schritt. Total. Wie ein Fett nur sein kann. Ja. Ich glaube, deine Verbindung ist schade. Ich hätte gedacht, dass das jeder gewusst hätte, eigentlich. Also nach Elvis gibt es ja nur noch eine bekannte glitzernde Figur auf diesem Entertainer-Himmel und das war eigentlich Dude Love. Aber traurig. So, machen wir Frage 4 gleich weiter. Welche einzigartige handschriftliche Widmung auf seinem Nacken trug ein Fan nach einem Konzert im Nachtasyl 2014 mit nach Hause? Da war das Publikum völlig unentschieden. Es hat keiner gewusst, was richtig ist. Es haben 10% auf Du Scheißhund getippt. Stimmt aber, glaube ich, nicht, soweit ich mich erinnern kann. 20% haben auf Foot getippt. Stimmt, glaube ich, auch nicht. Ja, oder Auto. Dann 20% haben glaubt, ich war bei die Rotzpippen, Alter. Das ist naheliegend. Stimmt aber auch nicht, soweit ich mich erinnern kann. Und ich glaube, die richtige Antwort, immerhin 50% haben sie erraten, der Karl war da.
Yep. Ja, Hier ist das klingt gut. Beweisstück Nummer 4. Der Karl war da hier eindeutig und wunderbar aufgemalt in Formvollendung auf den Nacken dieses doch relativ, nicht mehr ganz zurechnungsfähigen Herrn hier im Bild zu diesem Zeitpunkt des Abends. Wunderschön. So, und das bringt uns dann auch gleich zur Frage 5. Wie heißt der Superheld, der seit ca. 3 Jahren der Simmeringer Unterwelt jede Nacht das Fürchten lehrt? Auch da war das Publikum völlig unentschlossen und hat es nicht gewusst. Es haben 10% haben auf Kid Kaviar getippt. Dann nochmal 10% haben auf Mr. Hundsviech getippt. 20% glauben, es ist der Kätzchenboy. Und 60% haben auf Captain Hirsch getippt. Und ich glaube, das müssen wir wenn ich ganz ehrlich bin, ich muss mich ja deppert stellen, weil in Wirklichkeit bin ich Kätzchenboy, aber ich habe keine Ahnung, ich habe die Fragen nicht gesehen vorher. Es ist halt sehr, sehr schwer, weil der Wink mit dem Zaunpfahl doch bei jeder Rotz schon eingespielt wird im Rahmen des Q&A-Einspielers, weil das ist ein Archivfoto vom BKA Simmering. Es ist eindeutig hier Kätzchenboy, wie er hier noch einmal in all seiner Glorie hier eingeblendet ist. Das hätte ich nie erraten. Ich muss bitte vor meinem Protest anmelden, weil da in der Frage steht das Fürchten lernen. Wo bitte was? Das Fürchten? Der bringt dann am besten bei, wie man Sahne schlägt oder sowas. Ne? Aber wir wollen da nicht ins Detail gehen. Aber ist nett, ja. Also ich weiß natürlich nicht, wer sich dahinter verbirgt, aber Kätzchenboy natürlich kennt man den in Simmering. Das ist selbstverständlich. Ja. Wunderschönes Bild. Gut, also ich glaube, das Quiz war wieder mal ein bisschen schwerer als das letzte. Also unsere Quizfragen werden wirklich immer schwerer. Ja, man merkt, dass die großen Rotzpippen-Experten die Fragen richtig beantworten können. Ja, es ist dann schon so schwer, dass man manchmal ein bisschen das Gefühl bekommt, dass du dir einfach Sachen aus dem Finger saugst. Und dann Stockfotos aus dem Internet overloadst und kaufst, nur damit du die Leute täuschen kannst. Aber Entschuldigung, also Kätzchenman ist eindeutig einer von uns. Ich glaube, ich bin's, aber ist draußen. Ja. Naja, kann ich mir nicht vorstellen. Hat man doch gesehen an der Titelplauze und am Vollbart. Eindeutig, ja. An den Schnurrhaaren meinst du? Was ich vorher noch sagen wollte, bevor ich meinen scheiß Computer rausgeschmissen habe, das Foto vom Arsch von Österreich, das ihr vielleicht gesehen habt, vom Gewinner, das war der Gewinner aus dem 2. Jahr, der Janko, der damals mit Traktorfahren gewonnen hat. Oh, das war cool. Weiters gewonnen haben auch einmal die Babsel, einmal der Bernie und einmal der Patrick. Ich glaube, der Patrick mit Mama, die Babsel mit Trotteln braucht die Welt und beim Bernie war es Moserhead. Oh ja. Und den Bernie hatten wir schon mal zu Gast sogar in einer Sendung in unserem anderen Studio. Genau. Stimmt, der Sänger von I'm a Sloth. Aber nur ein kleines Shoutout oder ein kleines Hallo an alle, die schon mal teilgenommen haben beim Arsch von Österreich und natürlich ganz speziell an die Gewinner. Es waren immer sehr, sehr coole Konzerte und es war wirklich ein Highlight, wenn einmal andere Menschen unseren Schwachsinn singen müssen. Gut, das Quiz ist aufgelöst. Was ich ein bisschen traurig finde, ist, nachdem die jetzt diesen Ruhm haben, dass sie nicht mehr melden bei uns. Ja? Also schon arg, da hat man ja quasi die Rutschen gelegt, in die Welt rauszugehen und Kohle zu machen. Ende nie. Ja, und melden sie nicht mehr. Ich hab gehört, hauptsächlich sie fladern an unsere Sachen und dann verwurschen und gleich aufnehmen. Ja, undankbare Frotzen. Ja, wirklich. Also das sind so Rotzen. Ja, wurscht. Undank ist der Weltenlohn. Nennen sich jetzt vielleicht Klopapier oder was? Klopapier? Ich sehe jetzt keinen Chatverlauf leider, ob es noch Fragen gibt oder nicht. Wenn nicht. Na, wir müssen überhaupt einmal mit dem Q&A beginnen, oder? Haben wir schon mit dem Q&A überhaupt begonnen? Haben wir schon, ja. Haben wir schon, sehr gut. Wie schaut das, liebes Publikum? Keine Fragen? Ich glaube, die sind alle so massiv enttäuscht, ja, weil es beim Quiz diesmal recht schlecht waren und abgeschnitten haben. Jetzt haben wir uns verschärft im Publikum. Irgendwie die Stimmung im Keller. Ich glaube, die sind jetzt einfach alle ausgegangen auf die Gasse und schauen, ob Kätzchenman wirklich unterwegs ist. Ja, wie eher. Ich bin mir sicher, der ist gerade irgendwo da draußen. Kämpft gegen Waschbären und Marder. Ja, aber solange man nichts Schlimmes anstellt, braucht man keine Angst haben. Oder vielleicht versuchen sie auch Dude Love als Musiker für ihre Hochzeit zu gewinnen. Ich habe keine Ahnung. Warum geht mir scheiß WLAN nicht? Es hat irgendein Stümper installiert. Ich schaue niemanden persönlich an.
Da ist eine Frage von jemandem gekommen, der uns scheinbar wirklich gar nicht kennt, nämlich, mögt ihr Leberkäse? Ja. Es gibt ein Lied, in dem die Frage... Wer hat das gefragt, bitte? Der Tristan Bichler. Lieber Tristan, die Frage, mögt ihr Leberkäse, ist leicht beantwortet. Wir sind Leberkäse. Ich glaube, speziell der Zacharias kann da viel berichten dazu, oder? Du bist doch so ein Junkie, was das betrifft. Ich fresse mich durch. Aus dem fällt mir ein guter Reim gerade ein. Bitte. Der Tristan fließt dann Leberkäse. Oh, schön. Ja, ich glaube, man kann sagen, die Band besteht wahrscheinlich so circa zu 20% aus Leberkäse. Ja, also, die bin ich. Also ich glaube, die Frage kann man mit einem vorsichtigen Ja beantworten. Also, sagen wir es anders, Tristan, wir mögen keinen Leberkäse, wir lieben ihn. Ja, wir lieben Leberkäse und leben Leberkäse und jedes Mal, wie man in dem Lied Roadtrip in der letzten Strophe, glaube ich, hören kann, essen wir ihm als Catering nach erfolgreich absolvierten Konzerten. Und manchmal auch während Konzerten. Ja, manchmal auch davor. Okay. So, was haben wir noch? Die Lea Frage nach Live-Konzerten. Ja, Live-Konzerte würden wir sehr, sehr gern wieder machen. Im Moment ist noch irgendwie schwierig, weil es alles so unabsehbar ist. Und ich glaube, wenn, dürfte man bis jetzt nur Sitzplatzkonzerte mit 50 Meter Abstand zwischen den Sesseln machen oder so. Und das macht dann irgendwie auch keinen Spaß. Schauen wir mal. Oder? Wisst ihr mehr als ich? Nein, es ist nach wie vor sehr schwer, Konzerte, zumindest Rockkonzerte zu planen und zu organisieren, weil, wie der Friedrich schon gesagt hat, also Sitzplatzkonzerte mit Trennwänden zwischen Künstlern und Publikum und zwischen Publikum und fremdem Publikum. Wer schon mal auf einem Rotzpippenkonzert war, der weiß, da ist Körperkontakt mit anderen Gästen oder auch manchmal mit der Band unausweichlich und somit begeben wir uns ins Kriminal. Mehr Körperflüssigkeit, als der Covid zulässt. Ne? Ja. Wobei ich hatte ja schon die Idee, dass wir vielleicht ein Rotzpippenkonzert als Beerdigung ankündigen. Dann dürfen wir, glaube ich, bis zu 100 Leute kommen oder so. Ja, können wir das System so ein bisschen wenn wir den guten Geschmack beerdigen, hat das schon mal wer gemacht. Eigentlich könnte man eine Trauerfeier für den guten Geschmack abhalten und das Ganze, überlegen wir uns was, oder? Ja, ich glaube, man muss nur kreativ sein, dann geht das schon. So, was haben wir noch für schöne Fragen? Genau, sehen Sie Schmankerl wie Klopapier und schlechte Witze? Wo ist das Klopapier? Lieber Karl, ich hätte das gern beantworten. Falls da aufgefallen ist der Satz, sehen Sie Schmankerl wie Klopapier und dann immer irgendwas anderes, immer in der Ankündigung, ja, von der jeweiligen Corona-Rotz-Show. Und falls du nicht genau zugesehen hast, das Klopapier ist erstens jetzt, beim Herrn Zacharias ein Schädel und zweitens war es in Form von Aluminiumpapier in der Zimmerkuchel-Quarantäne-Ausgabe dieser Sendung. Ja? Kriegst du kein Mitarbeitsplus diesmal, ich habe dich aber trotzdem viel lieb. Bussi. Zacharias, du solltest aufpassen mit dem Klopapier, falls du es nicht mitbekommen hast. Die Illuminaten haben das ganze Klopapier ausgetauscht. Gegen Corona-Recycling. Ja, aber das habe ich noch vor Corona gekauft. Ich war ja beim Hamster kaufen. Das heißt, es ist eigentlich einwandfrei. Okay, und falls ihr meine Folge Zimmerkugelquarantäne gesehen habt, es gibt ja einen Grund, warum ich das bügel vorher, um die ganzen Chips abzutöten. Ja? Okay, gut. Übrigens, mein Corona-Bügeleisen habe ich immer hier bei mir. Mal extra ein klappbares gekauft, damit ich es quasi mitnehmen kann. Also wenn, das ist praktisch, ja. Im Bunker habe ich nicht viel Platz, ne? Und dann kann ich das klappbare Bügeleisen mitnehmen, kann ich es einholen und sagen, Kinder, wird gebügelt. Ne? So, die Feli wird gerne noch wissen, was mit dem Büchervergleich aus dem Ankündigungsvideo ist. Büchervergleich? Achso, kann ich ganz kurz abhandeln. Also ich habe versprochen, es gibt einen Büchervergleich Bud Spencer, Ich esse, also bin ich. Und Motley Crue. Vergleich mit diesem Buch. Biografie von Motley Crue. Der Vergleich ist folgender, dieses Buch super dreckig, super versaut, absolut lesenswert, es wird ihr Leben verändern, ist auch sehr nahe dran an der Rotzpiepen-Biografie. Dieses Buch, die ungeschriebene. Ich esse, also bin ich, auch sehr empfehlenswert, weil da drin geht es wirklich, wie der Titel schon sagt, hauptsächlich um das in sich hineinstopfen von guten Speisen. Ja, so viel zum Buchvergleich. Also das literarische Quartett ist ziemlich. Das beste Buch, das es je gegeben hat, das Buch Otto. Nice. Das kenne ich gar nicht. Wunderbar. Ja.
es ist echt gut. Gut. So, und dann war noch die Frage nach einem nächsten Termin für die Rotzshow. Das werden wir höchstwahrscheinlich in 2 Wochen machen, oder? Genau, also wir können es noch nicht ganz zu 1000% versprechen, weil wir eigentlich alle wieder jetzt im Berufsleben eingetreten sind. Aber wenn alles hinhaut und wir hoffen, dass natürlich, dann wird es die nächste Rotshow geben am Montag, den 15.06. um 20.15 Uhr. Dann übrigens zu 99,9997% wieder aus unserem Studio B in einem Simmeringer Bunker. Das heißt, wir sind wieder live und werden auch für diese Rotshow wieder live musizieren. Schalten Sie trotzdem ein. Wir versprechen. Müssen nur schauen, dass wir Donald Trump aussehen. Ja, aus unserem Bunker, der nicht in Simmering ist. Du darfst ja den Standort nicht verraten, sag mal. Ja, also sollte der große Krieg bis 15.06. nicht ausbrechen, würde ich sagen, wir sehen uns höchstwahrscheinlich wieder in 2 Wochen. Liebe Bandkollegen, es war mir wie immer ein Volksfest, es war mir ein seelischer Vollrausch. Oh ja. Das Publikum, ich hoffe, es hat auch euch gefallen, wieder mit uns die Quarantäne zu verbringen. Sie ist jetzt zum Glück vorbei. Wir dürfen wieder raus und anderen Menschen ins Gesicht schlatzen, nach bester Manier und nach größter Freude und auch der Oma die ungewaschenen Haare ins Gesicht klatschen. Das war die Rotzshow Quarantäne Edition Nummer 7. Danke fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir winken zum Abschied. Wiederschauen. Bis dann.